Gut, Roche Veroilem, seid gegrüßt. Ihr begrüßt euch sehr herzlich, was ihr seid gekommen, Herren, und sehen den zweiten Teil von einer Lektion wegen Schreiberens in der jüdischen Literatur von Professor Avrom Noverstern. Avrom ist emeritierter Professor beim Hebräischen Universität, wo hat gelernt lange Jahre die moderne jüdische Literatur in Jiddisch Abteil und in Abteil von Jiddischkeitswissenschaften. Er sitzt der Direktor von Beit Shalom Aleichem in Tel Aviv und er hat euch lange Jahre gearbeitet wie ein Lehrer von jüdischer Literatur, euch bei uns in der Sommerprogramm. Ich bin David Braun, der akademische Direktor von der Sommerprogramm für jüdische Sprach, Literatur und Kultur auf dem Namen von Uriel Weinreich beim JIVO, Jüdischen Wissenschaftlichen Institut. Und die heutige Lektion, also wie ihr erster Teil, für 8 Tage, ist in die Rahmen von der Serie Lektions wegen der jüdischen Zivilisation, was wir haben eingeführt mit etlichen Jahren zurück. Die Serie dient die an 100 Talmidim über der ganzen Welt, was lernen sich in der Sommerprogramm Hayyor. Der allgemeiner Zuhörerschaft, was ist interessiert in Lektions auf Jiddisch, das kommt vor in die Montigen und auf Englisch in die Donnerstigen, beim Internetkanal von JIVO, beschäftigt dem 6-wöchigen Sommerseminar unserem. In der heutigen Lektion vernimmt sich Avrom angucken die zentrale Texten mit der Kulturschaffung in den 1920er Jahren von Freuen, was haben geschrieben Poesie auf Jiddisch. Ich hoffe, ich habe richtig charakterisiert deinen zweiten Teil Avrom, ich habe das noch nicht gesehen. Also wie die Themen hat herausgerufen ein hübschen Interesse und Reaktion, haben wir beschlossen zu schlagen, Kolsmann das Eisen ist heiß, der Interesse ist da, der Oilem ist da, die Talmidim seien da und die Forscher, was vernehmen sich mittendrum, seien euch da, ist verbreitern wir die Behandlung von der Themen die Woche. Zu dem Zweck haben wir verbeten, Professor Anita Norich und Dr. Carolina Schimaniak herauszutreten, dem Donnerstag, dem 22. Juli, von 1:30 bis 2:30 Leute New Yorker Zeit, so gibt man einen Überblick über die Frage, was seien die Hauptthemen herumfreuen in der modernen jüdischen Literatur. Sich zu verschreiben, auf sehr Dialog kennt ihr, als ihr geht zu der Website von JIVO. Ihr werdet euch kennen reinhaben, sei Schmues durch Facebook, YouTube, sei einseitig, wie das kommt vor, und sei dennoch. Und jetzt wollen wir spielen Avroms Lektion, was ist rekordiert geworden für uns, für technischer Sicherheit wegen. Avrom wird bleiben mit uns bis ins Aufgedeckt zu entfernen, auf Frage von Eulen. Wollt ihr etwas fragen, darf ihr das anschreiben, ausklappen in dem Kästel Q&A, nicht in dem Schmuiskästel. Frage es direkt Avromen, seid also gut im Q&A, in Mescher von seiner Präsentation und später. Und ich will sie vorlernen, als es wird kommen die Zeit, als die rekordierte Lektion wird sich verändigen. Gut, mit dem gehen wir schön zu der Rekordierung. Alex, sehr, sehr gut. Gedem wir sollen verstehen, das Ort, was Freuen gespielt in der Jiddisch-Schafferigkeit, man kann sagen im 20. Jahrhundert, darf mir bemes oben a Sache breiteren Blick wie nur Literatur. Wir können sagen, als die Geschichte tut ob mit uns a Spitzel. Die heutige Studenten von Jiddisch lernen im besten Fall ein Buch auf Jiddisch oder sie nehmen eine Fotokopie oder heint gucken sie auf einen jiddischen Text auf dem Internet. Und es schafft sich das Bild, als die jiddische Literatur ist gewesen der Zentrum von dem jiddischen Kulturschaffen. Aber der Emes ist eine Sache komplizierter. Wenn wir betrachten die verschiedenen Manifestations von der modernen jiddischen Kultur, haben wir 3 ikerdicke Gebiete. Theater, Presse und Literatur. Und 2 von den Gebieten, Theater und Presse, haben gerät zu den Massen und ein Gebiet, Literatur, hat gerät zu einem begrenzten Neulem und Avade Poesie
hat gerät zu einem begrenzten Neulem. Ihr könnt sagen, und ihr werdet sein gerecht, dass das geschieht in jeder Literatur. Als die Presse, schon nicht, ist ein Massenphänomen und ernste Literatur ist geschrieben für die Elite. Das ist emes, aber auf Jiddisch ist auch die Problematik zwischen Massenkultur und elitare Kultur hat sich entpflegt ein bisschen anders wie in anderen Literaturen. Koidem kol ist gewesen auf Jiddisch, man kann sagen, eine symbiotische Beziehung zwischen der jiddischen Literatur und die jiddische Presse. Und wenn ich rede wegen jiddischer Literatur, und bald, wenn wir schon da gehen, noch einmal zu freuen, rede ich bei Iker wegen der Prose. Wir dürfen da gedenken, als Strof von dem Werk von der jiddischen Prosaiker, was wir lernen, sind gedruckt geworden zum ersten Mal in der jiddischen Presse und sind geschrieben geworden für der jiddischen Presse. Ungeheuben, viele mit Mendelen, aber koidem kol mit Sholem Aleichem und Peretz, durch Reisenserzählungen und Opatoschus Erzählungen und Romanen in Amerika und Scholemasch und Judjud Singer und Salmen Schneur bis Bashevi Singer und gerade Kimat alle ihre Werke, nicht alle, aber Kimat Zrof von ihre Werke sind gedruckt geworden in der Zeitung und haben gehabt in Sinnen dem Lehener von der Zeitung. Das ist für uns zentral. Versteht sich, als wenn sie haben herausgegeben, noch die Werke im Buchform, haben sie in bederech klal bearbeitet, bederech klal verkürzt und so weiter. Aber die Werke sind gestanden und geblieben unter dem Zeichen von dem Massenphänomen, was heißt die jiddische Presse. Da versteht sich, darf mir machen einen sehr großen Unterschied, wenn wir reden wegen die Jiddisch-Centers zwischen beiden Weltmilchomes, wegen die größeren Jiddisch-Centers zwischen beiden Weltmilchomes, Vereinigte Staaten, Polen und Rattenverband. Also das, was ich habe gesagt, ist äußern, koidem kol die Vereinigten Staaten und euch Polen. Rattenverband ist am Mainze für sich, weil dort ist die jiddische Tagpresse gewesen sehr, sehr orem und bei Meile ist sie nicht gewesen keine wichtige Achsanie für der jiddische Literatur. Es sind gewesen sehr wenig Prosaikers, was haben gekannt ausmeiden od dem, wollte ich gesagt, od dem Zuzi, od dem Appetit zu drucken sich in der Tagzeitung und versteht sich, als das sind gewesen die Schreibers, was sind gewesen die mehr banayerische Schreibers, weil sie haben bichlal nicht gebeut auf Massenlehener, weil dort darmonen zwei von die Ikerlike fallen, das ist Moshe Kulbak in Mizrach-Europa und Lamed Shapiro in Amerika. Und jiddische Zeitungen, jiddische Tagzeitungen, haben noch gedruckt Lieder, aber sehr, sehr wenig. Bederech klal, ob wir nehmen die jiddische Zeitungen in Amerika, der Vorwärts und der Tag, hat man abgedruckt ein Lied in dem Sonntagnummer und beide Zeitungen haben gehabt, also zu sagen, sehr Poet. In Vorwärts ist das gewesen Mani Leib, in der Tag, ein bisschen später, ist das gewesen Hey Leivik. Eine oder die zentrale Siebe, für was jiddische Poesie ist gewesen, als Sach banayerischer und revolutionärer wie die jiddische Prose, ist gewesen auch die Siebe. Weil jiddische Poeten haben gedruckt ihre Lieder in Journalen, haben bichlal nicht gehabt in Sinnen dem Massenlehener, nur an elitaren Lehener. Und jiddische Prosaikers, Srof und sie dagegen, haben sich nicht gekannt, absagen
von dem Zuzi, was ist euch gewesen, und nicht euch, das ist gewesen Beiker an ökonomischer Zuzi, Parnasse, von drucken sich in der Tagzeitung. Und wenn wir gucken auf der jüdischen Presse, was ist gewesen, als Sachbreiter und als Sachentwickelter in Amerika, ein kleinerer Vernehm in Polen, aber auch in anderen Ländern, Beiker Argentinien und in die 30er Jahren auch Paris, wie gesagt, Rattenverband kommt da nicht in Betracht, ist klar, als die jüdische Presse ist gewesen im Ganzen in die Hände von Männern. Frauen haben in der jüdischen Presse gehabt gespielt sehr eine kleine Rolle in der Presse. Und wir können da weisen zwei Bilder. 1945 hat man gefeiert 75 Jahre von der jüdischen Presse in die Vereinigten Staaten. Und die Redaktion von Vorwärts und die Redaktion von Tag sind sich zu neu gekommen und man hat sie fotografiert und das ist rein in ein Buch. Guckt sich zu, die Redaktion von Vorwärts, der Höchpunkt von Vorwärts ist schon gewesen rüber, aber fort, wir haben da zähnlicher Menschen, koidem kol versteht sich dem Redaktor, Abkahan, in der obersten Schule gefindet ihr euch Baschewissen, wir haben Avrom Reisen, wir haben ein Frau auf links, guckt sich zu. Und wer ist so die Frau? Die Sekretarche von Abkahan. Das heißt, zwischen alle zähnlicher Mitarbeiter von Vorwärts ist nicht gewesen kein ein Frau. Und wenn wir kommen zu der zweiten Fotografie, was das ist der Tag, was ist gewesen von einer Seite bescheidener in dem Vernehmen von der Zeitung, aber ist gestanden ein bisschen auf der höheren Madrega. Entschuldigt, ist da noch eine Frau, sehe ich da, was ist euch gewesen, nicht kein Schreiber. Zwei Frauen zwischen 50 Männer. Ich komme zu der Tag. In der Tag, was wie gesagt ist gewesen bescheidener, aber hat gehabt eine Plejade Mitarbeiter Intellektualen. Ihr könnt sehen von dem Bild Leyeles und Opatoshu im Center und Niger, Leyeles, Opatoshu und Niger, wo sitzen in der ersten Reihe. Da ist Bichlal nicht auch eine Frau. Der Chagaft in dem Text Gufe sagt, dass es fehlen die zwei Frauen, wo seinen gewähnt Mitarbeiter, zwischen anderen Mitarbeitern, was fehlen. Sarah Smith, was hat geschrieben leichte Literatur, und Rose Lebensbaum, oder was ist bekannt bei uns oder für uns wie Anna Margolin, was hat geführt die Frauenseite von der Tag. Das heißt, in die zwei großen Zeitungen haben wir kimat nicht kein Frauen Mitarbeiter. Und das meint, als Frauen, was haben geschrieben in der jüdischen Literatur, und Frauen, die sind rein in der jüdischen Literatur bederich klal oder beiker in jenen Jahren durch ein Teuer von der Poesie, haben gewusst oder verstanden, intuitiv, ich sage noch einmal intuitiv, als ihre Kritiker wollen sein Männer und euch öfter als die wenig Lehners von die Lieder wollen sein Männer. Das heißt, Frauen, da muss ich sagen, intuitiv, wir haben nicht keine Sachdokumentare Beweisen von dem, haben gewusst, als ihre Lieder wollen abgeschätzt werden von Männern und sie schreiben für männerischen Eulen. Und der Fakt ist, als zwischen die zähnlicher jüdisch-literarische Journalen, wo sind heraus über der ganzen Welt, der zwischen beiden Weltmilchommes, aber auch noch dem, ist gewesen nur ein Journal, nur ein literarischer Journal, was
ist redaktiert geworden durch Afroy und das ist der Journal Svive, was ist redaktiert geworden durch Kadie Molodowski in 2 Gilgulim, 1943, 1944 und dann noch zwischen 1960 und 1974, kimat bis Kadie Molodowskis Tod. Und Melech Ravitch, wenn hat geschrieben einen Artikel wegen Kadie Molodowski, hat es formuliert in einem Satz, was klingt sexistisch und ein bisschen von oben herab. A Freu und öfter die einzige Freu, was hat getragen redaktorische Häusen. Das heißt, ein Redaktor nehmen wir an, als tragt Häusen und das ist ein Mann. Und sie ist gewesen der Ausnahme der Joitze Minaklal und das ist gewesen Tage Emes, sie ist gewesen der Ausnahme der Joitze Minaklal. Und wir vertrachten sich wegen dem semiotischen Gebäude, können wir sehen, da faktisch dem Heipech von dem Matzev in der altjüdischen Literatur. Wie gesagt, in der altjüdischen Literatur und auch in der Haskole-Literatur auf Jiddisch, ob Männer geschrieben verfreuen. Und da sehen wir als noch einmal intuitiv, ob Freuen geschrieben im Kontext von einem männerischen literarischen Establishment oder das schöne jüdische Wort, eine literarische Meidee. Männer sind gewesen die Redaktoren, Männer sind gewesen die Kritiker und so weiter und weiter. Das ist Emes nicht nur versteht sich wegen Jiddisch, auch wegen der amerikanischen Literatur und auf Englisch und so weiter und weiter. Aber wie gesagt, in Jiddisch ist es gekommen zu einem scharferen Ausdruck und in Jiddisch ist es gekommen zu einem verwickelten Ausdruck, was von einer Seite will mir oben Freuen so schreiben, aber mir oben, also zu sagen, a priori, a Zugang, was erwartet mir von einer Frau, was schreibt. Ist koidem kol, also wie die Presse ist gelegen in männerische Hände, der Reinmarsch, mir will, von Freuen in der jüdischen Literatur, was ist vorgekommen, bederich klar, in die ersten Jahren nach der Ersten Weltmilchome, zwischen 1916, 1918, 1919, 1920, ist der Reinmarsch durch Poesie, nicht durch Prose. Das ist der derselbe Fall wie in der hebräischen Literatur, was ist beweisen sich mamisch in die Jahren die wichtigsten Figuren von oder von der modernen hebräischen Freuenpoesie. Der Chagaf, und das habe ich schon erwähnt, dafke nach der Zweiten Weltmilchome sehen wir zwischen jüdischen Schreibern, als die Differenziation wird breiter, Haver Rosenfarb hat umgegangen mit Lieder, aber sie ist darüber auf Prose und sie hat geschrieben breit vernehmliche Romanen, koidem kol der Bäum von Leben. Menucha Ram in Paris schreibt Erzählungen, Lili Berger schreibt Essayen und Erzählungen und Novelles. Das heißt, der Diapason von der jüdischen Freuen, von jüdischen Freuenschreibern wird das Sach breiter, dafke noch Churben. Aber zwischen beiden Weltmilchomes ist der Reinmarsch gewesen durch Poesie. Es sind gewesen Ausnahmen, Silje Drapkin, was ich habe schon in der Mond, hat gedruckt ein Roman im Vorwärts. Wir haben Romanen von Miriam Karpilov und andere, aber da sind BMS die seitigen Namen, was bestätigen dem Klall. Wir können euch dermonen und wir dürfen euch dermonen, als die jüdische Freuenschreiber haben sich umgegangen beweisen mit Prose in Mizrach-Europa, noch in die 80er und 90er Jahren vom 19. Jahrhundert. Und wegen dem ist uns letztens an die Anthologie Omdot Banisayon
die Erzählungen von jüdischen Frauen in hebräischer Übersetzung unter der Redaktion von Nurit Orchan, und es ist letztens euch heraus eine Sammlung, die zweisprachige Sammlung von der Erzählungen von Salome Perl, aber, guckt sich zu, es ist befeirisch nicht kein Zufall, als und die Frauen, die so non schreiben auf Jiddisch, wie gesagt, in den 90er Jahren vom 19. Jahrhundert, ohne Jahrhundert, in Mizrach-Europa, sind kiemat alle an stumm geworden, ganz gleich. Ein größer und wichtiger Ausnahme ist das Schreiben von Rochel Feigenberg, was hat angegeben im 20. Jahrhundert und ist euch bekannt via Journalist. Das heißt, es hat sich geschaffen, kiemat ein Synonym, als Frauen schreiben auf Jiddisch Poesie, und das Herauskommen von der Anthologie von Ezra Korman, jüdische Dichter, ist, versteht sich, nicht kein Zufall. Nur in die letzten 20 Jahren haben wir, dank der gewünschten Arbeit von einer Gruppe Frauen, Anthologien von jüdischer Prose in englischer Übersetzung wie Found Treasures und noch andere. Was erwartet man? Was haben die Kritiker und die Redaktoren erwartet von dem Schaffen von jüdischen Frauen? Und da sehen wir sehr klar in ein paar Artikeln, wo sie heraus, ein bisschen zufällig und ein bisschen nicht zufällig, 1927, 1928, kiemat in derselben Zeit, wie sie heraus die Anthologie von Ezra Korman, jüdische Dichter, und das ist bei mir nicht kein Zufall. Koidem kol darf mir da gehen zu dem, was ist gewesen, die ikerliche Autorität in der jüdischen Kritik, Shmuel Niger. Er hat geschrieben, ein Artikel, gedruckt ein Artikel in die literarische Blätter 1928, Frauenlyrik. Er hat noch nicht der Mond, die Korman-Anthologie, ist sie noch nicht daraus, wenn er hat geschrieben den Artikel, aber der Artikel hat sehr eine prinzipielle Bedeutung für uns. Und er schreibt wegen Frauenlyrik. Sie ist noch zu jung, zu können sich beriemen mit Größe und reife Talenten. Das wollte nicht gewinnen für der Riker, wenn sie ihre Lieder sollen haben schon der Gerecht jene Madrege vom künstlerischen Universalismus, wo mir viel mehr die Persönlichkeit von dem Dichter wie dem Kollektiv. Das heißt, die echere Madrege ist, versteht sich, persönliche Poesie, wo man viel die Persönlichkeit von dem Dichter. Als hohe Madrege hat noch unsere Frauendichtung nicht der Gerecht. Ist sie wichtig der Häupt damit, wo sie gibt einen Ausdruck von dem femininischen Gemüt. Das heißt, Frauenpoesie ist für uns wichtig. Wer ist der uns? Das sind Männer. Frauenpoesie ist für uns wichtig, wenn sie gibt einen Ausdruck von dem femininischen Gemüt. Universale Probleme, Politik und so weiter, das lässt für Männer. Frauen dürfen geben einen Ausdruck zu dem femininischen Gemüt. Ist es oft nur eine Gruppenpoesie, im Folklore vom weiblichen Geschlecht. Guckt sich zu, auf wie viel er schreibt, wegen dem von oben herab. Im Folklore vom weiblichen Geschlecht, aber sie ist aufrichtig und ehrlich. Das heißt, das Positive in der Frauenpoesie ist, dass sie ist aufrichtig. Und, voll gesagt, der größere Cheson von der traditionellen jüdischen Kritik ist, wo sie hat kollektivisiert und geschrieben in Verallgemeinerungen wegen jüdischer Frauenpoesie und in einer größeren Maß in der heutigen Literaturforschung geht man zum Bedeuern in derselben Linie.
reden wegen der freien Poesie wie wegen ein Korpus und ich habe sich bemüht, in meine Arbeiten zu beweisen, als nein, das ist nicht kein Chor. Da haben wir besondere Stimmes. Und jede Freude darf betrachtet werden, oder jede Dichter darf betrachtet werden, wie eine Welt für sich. Ein Jahr früher, das ist 1928, ein Jahr früher hat Melech Ravitch geschrieben, man kann sagen, sehr sarkastischen Artikel, wo wegen jüdische Freuenpoesie, was noch einmal, man darf es benehmen in einem breiteren Kontext. Der Titel Guffe ist ein bisschen geschrieben von oben herab, Mädlich, Freuen, Weiber, jüdische Dichters. Das heißt, euer feministischer Zugang wird sagen, als die jüdische Kritik hat geguckt auf ein Schaffen von jüdischen Freuen, von oben herab, hat sie ein Beweis oder mehr wie ein Beweis. Aber wie gesagt, ist das nicht der voller Emes, nur das ist nur ein teilweiser Emes. Und in dem Artikel, was wie gesagt ist es geschrieben, sehr sarkastisch, der Mond da nicht anonym, das Buch von Rachel Weprinski, was ist später geworden, Die Freude von Manileib, Ruf vom Fliegel, und sagt, es fehlt der Schwung, es fehlt der bezwingende Gest von der Freude, es fehlt mit einem Wort der Ruf vom Fliegel, nicht im Titel, nähert in und zwischen die Schures. Das heißt, sucht in dem Schaffen von Freuen den bezwingenden Gest von der Freude, und gefindet es nicht. Es fehlt da der Ruf von Fliegel. Und versteht sich, man kann betrachten noch die Rezensie wie Schreiben von oben herab, und das ist es. Aber von der anderen Seite darf man auch die Rezensie sehen in dem allgemeinen Gang von Melech Ravitches Guck auf der jüdischen Literatur, die jüdische Poesie, wir reden da nur wegen Poesie, und das ist wichtig, es sei dazu der Monen, die jüdische Poesie darf sein banaierisch, darf sein, viele zu sagen, revolutionär, nicht poetisch, nicht politisch revolutionär, aber poetisch revolutionär, und zum Bedeuern seht es nicht da. Und der Artikel hat ausgerufen noch einen sarkastischen Aufruf von Kaddy Molodowski, das ist 1927. Kaddy Molodowski hat damals gehalten beim Herausgeben ihr erstes Buch Lieder, Cheshvan Dike Nacht. Das Buch ist noch nicht heraus, wenn Ravitches Artikel ist heraus. Und Kaddy Molodowski sagt, für was sagst du also, für was nicht in zweiter Person? Für was schreibt ihr also, als ihr könnt nicht gefunden bei jüdischen Freuendichtern dem Schwung? Öfter wird noch kommen. Tief bei sich in Herzen hat sie gemeint, dass ihr Buch wird sein, Ort der Schwung von Freuen. Derech Agav, und nicht Derech Agav, zwischen alle Freuenschreibern ist Kaddy Molodowski gewesen faktisch die einzige, knapp die einzige, was hat geschrieben, es hat nicht keinen Sinn zu schreiben wegen jüdischer Freuenpoesie wie wegen ein Korpus. Sie hat es noch geschrieben, darf in einem Brief zu Ezra Korman, wie gesagt, der Redaktor von der Anthologie. Noch einmal, der Brief befindet sich in Ivo-Archiv, wo sie hat gesagt, in der Emessen ist nicht so, als eine Sache wie jüdische Freuenpoesie, oder wie, man darf nicht reden Bichlal, wegen Freuenpoesie, wie wegen ein Korpus. Danach hat sie geschrieben, sehr, sehr scharfsinnigen, sarkastischen Artikel, auch gedruckt in die literarische Blätter, wo heißt Begegnischen, und dort macht sie Begegnischen zwischen
etliche porlich jüdische Poetesses, למשל zwischen Mirja Mulinover, was wie gesagt, hat sie sich umgespart und gebracht zum Ausdruck dem traditionellen jüdischen Leben, und Esther Shumyatscher, was ist gewesen sehr kosmopolitisch und hat geschrieben wegen Allah und so weiter. Esther Shumyatscher ist gewesen die Frau von Peretz Hirschbein, und sie bringt zu neu Mirja Mulinover mit Esther Shumyatscher und sie sagt, was ist da beschutfestig zwischen sie? Absolut gar nicht. Und also, sie hat gemacht, solche 4 Porlech zu weisen, es ist nicht da, kein Schumsibe, zu kollektivisieren die jüdische Frauenpoesie. Und sie intuitiv, sie nicht intuitiv, können wir lernen und darf mir lernen jüdische Frauenpoesie wie ein Ausruf und wie ein Gerangel mit der Nähe zu kollektivisieren. Jüdische Frauendichter haben eine Sache mal gefühlt, und Celia Drapkin hat es euch gebracht zum Ausdruck in einem von ihren Briefen, als sie vernimmt sich zu viel mit Erotik. Und der Rav Kadi Molodowski sagt, Erotik ist nicht nur die Nachle von Frauen, auch Männer können sein erotisch. Ja? Und das ist eine von den, wollte ich gesagt, Problemen oder Michscheulim von der jüdischen Frauenpoesie oder die Zuziehung zu Erotik. In der Zeit, wo sie uns verblieben, will ich da lernen 2 Lieder, wo sind die emblematischen Lieder von jüdischen Frauendichtern. Und ich bedeuere, was ich kann nicht lernen, ein Drittlied. Wir haben nicht keine Zeit, wir lassen es über Mirzeshem auf über ein Jahr, weil, wie gesagt, der Zugang darf sein, als jüdische Frauen schreiben nicht nur wegen Frauen. Und wir haben noch mit dem Lied von Celia Drapkin, Ich bin a Zirkusdame. Das ist ein Lied gedruckt in dem ersten Jahrgang von In sich, von dem Journal In sich. Noch einmal, die Zirkusdame, gedruckt in dem ersten Jahrgang von In sich. Ich bin a Zirkusdame und tanzt zwischen Kinjalen. Guckt sich zu, koidem kol zu dem Wörterabkleid. A Dame und a Zirkusdame. Kinjalen, das sind Wörter von dem internationalen Wörterhäuser Afidisch. Und da sehen wir sehr klar, auf wie viel Celia Drapkin in ihre ersten Lieder, gedruckt in sich, hat faktisch gebracht zum Ausdruck die Poetik von den Insichisten, als wir verbreiten sei dem thematischen und sei dem lexikalen Diapason von der jüdischen Poesie, und wir bringen rein solche Internationalismen wie Le Moschel Kinjalen. Aber was meint, ich bin a Zirkusdame? Steckt in dem ein bisschen Ironie und öfter mehr wie ein bisschen. Lass mir gedenken, was hat ein jüdischer Lehener getracht, was ist ein Zirk? Wer sind die Menschen, die spielen im Zirk? Das sind bederich klar, viele nicht kein Künstler, nur Menschen, wollte ich gesagt, Kunstmacher von einem ganz niedrigen Niveau, was haben bederich klar gespielt auf Jariden oder in Mizrach-Europa, ein bisschen in die Häufen von den größeren Städten. Und wenn sie sagt, ich bin eine Zirkusdame, will sie sagen, eine Sache und das Verkehrte. Das heißt, ich komme von einer echeren Madrege, aber ich bin faktisch ein Künstler von einer niedrigen Madrege. Und dann zwischen Kinjalen, wo sie aufgestellt auf der Arena,
noch einmal ein international Wort, mit die Spitzen rauf. Mein Beug sein leichter Guff, meint aus dem Teut vom Fallen, barrieren dich kaum dem Scharf von die Kinjalen. Mit der verhabten Noten guckt man auf mein Tanzen und Emets Bett dort vor mir Gott. Vor meine Augen glanzen die Spitzen in a feierlichen Rot und keiner weiß nicht, wie mir will sich fallen. Mit bin ich von Tanzen zwischen euch, kalte, stohlene Kinjalen. Ich will mein Blut so leicht erhitzen, auf ihre entblößte Spitzen will ich fallen. Versteht sich, als wir können da geben, wohl gesagt, eine ganz oberflächlichen freudianischen Analyse, die Kinjalen wie der Ausdruck von dem männlichen Eiver und gedenkt, dass Freud ist demals gewesen sehr populär bichlal in der ganzen Kultur. Und versteht sich hinter dem ein bisschen oberflächlichen freudianischen Motiv, gefunden wir dem sehr eingeborenen Motiv in der Literatur und in der europäischen Kunst von dem Liebestod. Das heißt, der Verflecht zwischen Liebe und Tod. Liebe und Tod kommen zusammen. Guckt sich zu. Als Gott sie sagt nicht, vor wem sie tanzt, ob wir nehmen an, als die Kinjalen sehen, ein Ausdruck von Maskulinität, nimmt an das Lied als sich wie eine Frau, beweist sich wie ein Künstler vor einem männlichen Eulem. Und oder männlicher Eulem guckt auf mir, weil wenn wir etwas sagen wegen dem, und trägt in sich eine Sakone. Ich werde sei zugezogen zu dem männlichen Eulem und euch abgestoßen von dem. Der Haf guckt sich zu, als wir oben da Schure, was ist zweiteitschig. Mit der verhabten Noten guckt man auf mein Tanzen und Emets bedeutet von mir Gott. Die Schure ist ein bisschen zweiteitschig und es ist schwer, sie zu verstehen. Sie mit Bet, Gott, rate wir die Freude, sie soll nicht fallen. Oder was bet man? Aber, was es ist da wichtig und avade wichtig zu betonen, Emets. Die Männer sind da anonym, und wir können bichlal trachten von Männern. Vor meine Augen glanzen die Spitzen in a feierlichen Rot. Mein Kunst ist in a größeren Maß, kann mich der bringen, wollte nicht gesagt zu Meschugas, aber mein Kunst kann mich der bringen zu der Grenze von verlieren mein Koyach. Und das ganze Lied ist gebaut auf Odeminien von ich hab Koyach, ich bin eine Zirkusdame, ich hab a Zuzi Koyach, aber in derselben Zeit fühle ich in sich an innenwenigste Schwachkeit. A Schwachkeit, was ist euch verbunden, versteht sich, mit dem sexuellen Moment. Ich will mein Blut so leicht erhitzen. Und der Chagaf, wie wir wissen, in der Freuenpoesie, auf alle Sprachen, und euch Afidisch, hat Afidisch weniger, und der Ingen vom Blut ist sehr verspreit. Dafke, wenn wir wollen haben, eine voller Analyse von der jüdischen Freuenpoesie, weil wir öfter sehen, als der Ingen vom Blut, was bei Jeden ist es, versteht sich, euch verbunden mit Nide und so weiter, hat gespielt öfter eine kleinere Rolle wie in andere Literaturen. Das ist das Lied, was die Insichisten haben gewollt bekommen. Eine Frau, was tanzt
Es sagt nicht befeirisch für Männer, aber in der Emessen tanzt sie für Männer. Und das ist gewesen 1920. 2 Jahre später schreibt Gladstein, Leyeles einen Artikel in sich, wo sagt, die ersten Lieder von Zilje Drapkin sind mir sehr gefallen. Der hat nicht gewusst, versteht sich von dem ganzen Indien mit Gnessin, Punkt wie Zilje Drapkin allein. Hat es nicht gewusst in 1922. Das ist versteht sich ein Kapitel für sich. Aber ich fühle, ist gewesen Leyle sehr kritisch, als Zilje Drapkin hasert sich über ein bisschen in ihre Lieder. Sie nimmt dann ein bisschen als Stanz in ihre Lieder. Und der Emes ist, das ist, man kann sagen, ein peinlicher Emes. Als wenn wir gucken auf den Schaffen von Zilje Drapkin und Anna Margolin und Rachel Weprinski, nicht von alle, sehen wir aus dem treuerigen Moment. Zilje Drapkin hat bei ihr Leben abgedruckt nur ein Buch Lieder. Danach ist sie rüber zu schreiben Erzählungen. Wie gesagt, eine Erzählung ist abgegeben, ihr Liebe-Motiven mit Gnessin. Aber die Erzählungen sind gedruckt in die Zukunft. Ein bisschen vor dem Übergang hier von Poesie zu Prose hat Maschpia gewesen ein posheter ökonomischer Moment, weil die Zukunft hat bezahlt ein ganz bekovedigen Honorar, aber Zilje Drapkin bei ihr Leben gedruckt nur ein Buch. Anna Margolin, was beweist sich 2 Jahre später, wie Zilje Drapkin auf der jüdischen literarischen Arena in New York, sie beweist sich in 1920, und ich habe gedruckt bei ihr Leben nur ein Buch, 1929, und danach ist sie stumm geworden. Ihre letzten gedruckten Lieder sind von 1932. Rachel Weprinski hat durch ihr Leben herausgegeben nur 2 kleine Sammlungen Lieder. Das ist nicht, versteht sich noch einmal, nicht machen keine Verallgemeinerungen, Generalisation. Kadje Molodowski, Lemoschel, hat in Poil, Nevada, jede paar Jahre herausgegeben Buchlieder und noch geschrieben Erzählungen und noch geschrieben 2 Romanen und Pieces und so weiter. Und wie gesagt, ist sie geworden Redaktorsche, geblieben aktiv und schafferisch auf etliche Genres, bis ins Sof von ihr Leben. Später, wie gesagt, noch in Churden, Chave Rosenfarb gewesen sehr produktiv, euch in etliche Genres, euch eingeschlossen dem Essay, faktisch, man kann sagen, bis ihr Sof von ihr Leben. Aber wir müssen da anerkennen, dass es öfter gewesen am Michel, was hat beschwert, jüdische Frauen, Schreiber, zu bekommen die richtige Anerkennung. Und öfter ist so der Michel gelegen in dem, was sie haben gewusst, als sie schreiben bei Iker für männerische Auditorien. In einem von meinen Arbeiten habe ich angewiesen auf dem, als bis der Zweiten Weltmilchome haben wir 4 Bücher von jüdischen Frauen, was trocknen rein 4. Und in die alle 4 Bücher, von Liederbücher, die alle 4 Liederbücher, der rein 4 ist von einem Mann. Wie Lemoschel, das erste Liederbuch von Reisel Schichlinski, was ich habe besitzt, nicht der Mond, was Itzik Manger hat geschrieben zu dem Reinfir. Wir wollen nicht finden kein ein Liederbuch von einer jüdischen Frau, was von einer jüdischen Poetesse, was der Reinfir ist geschrieben von einer Frau. Punkt wie Van Churben, und ich der Mondo befehle, ich streiche unter Van Churben, weil wir kimat nicht gefunden kein ein Lied von einer Frau,
von einer jüdischen Poetesse, was widmet das Lied zu einer Poetesse. Oder schreibt sich durch, oder führt einen schafferischen Dialog mit einer Poetesse. Es ist da ich habe gefunden, nur ein Dogma, ein Joitze min Klal, was bestätigt dem Klal. Bei Kadie Molodowski, lemoschel, weil mir gefunden Widmungen für David Bergelson und für Yosef Opatoshu und versteht sich für ihren Mann, für Simche Lev und noch bis ein Churb. Noch ein Churb hat sich der Matzef ein bisschen gebeten. Das heißt, intuitiv haben Frauen gefühlt, als sie schreiben für Männer, als das ist ihr Auditorie, und sie dürfen sich zupassen zu den Erwartungen von Männern. Eine von die, was hat befeirisch rebelliert gegen dem Zugang und mit dem will ich endigen, das ist Anna Margolin, was hat weggestellt das Lied, ich bin gewesen einmal ein Jüngling, beim Onei, wie ein Manifest in ihr erstes Buch, was ist zum Bedeuern geblieben, ihr einzig Buch. Ich bin gewesen einmal ein Jüngling, gehört im Portico Sokraten. Es hat mein Busenfreund, mein Liebling, gehabt den schönsten Tors in Athen. Guckt sich zu, die Grammen, Sokraten, Athen, Punkt wie das internationale Wort Portikos, wir haben und Tors, wir haben dazu tun mit dem internationalen Wörterhäuser von Jiddisch, in einem Punkt wie, viele in einer Sach Beuleter, wie in Silje Drapkins Lied. Und außerdem haben wir den zentralen Moment, ich bin gewesen ein Mann, nicht eine Frau, einmal. Und ich bin nicht gewesen kein Id, ich bin gewesen ein Griech. Und das verbindet sich, versteht sich mit dem Antagonismus, was ist also verpflanzt in der modernen jüdischen Kultur Bichlal, entschuldigt, zwischen Jiddischkeit und Griechischkeit. Und ich habe gelernt Philosophie oder gehört wegen Philosophie und ich bin gewesen homosexuell. Und ich habe lieb gehabt Skulptur. Mein Busenfreund hat gehabt den schönsten Tors in Athen. Sensualität, Homosexualität, Skulptur, Philosophie, der internationale Wörterhäuser, Punkt der Heipech von dem, was ihr Männer kennt erwarten von einer jüdischen Frau, die schreibt auf Jiddisch. Und noch der erste Strophe, was kommt vor in Griechenland, wird es Rom gewesen Cäsar und eine hele Welt gebaut von Marmor, ich der Letzte. Und für Weib mir aus der Welt, meine stolze Schwester. Wir sind in Rom, ich bin gewesen am Melech, nicht kein Zirkusdame, nur am Melech, bin gewesen Cäsar. Und noch einmal, ich bin gewesen ein Mensch von Skulptur, eine helle Welt gebaut von Marmor, aber ich habe gewusst, als auch die Zivilisation geht untergehen. Ich der Letzte. Und bin viele gewesen amoralisch, ein Fall von Inzest, habe genommen für eine Weib, meine stolze Schwester. In Rosenkranz beim Wein bis spät gehört in euchmutigem Frieden wegen Schwachling von Nazareth und wilde Mainzes wegen Iden. Griechenland, Rom, und ich habe gehört, dass dorten hebt sich schon der Christentum, nicht in Nazareth, nur in Nazareth. Und das ist der Schwachling von Nazareth. Und die Iden, mit dem endigt sich das Lied. Und das einzige Wort von Loschen Kodesh, dicken Element auf Jiddisch, Mainzes, haben wir in der letzten Schure von dem Lied. Das heißt,
das Lied der Psychon in Ganzen mit einem internationalen Wörterhäuser von Portico, Sokraten und Athen und Tors und das einzige Loshon Kodesh dicke Wort, wenn ich wie ein Räumer ob gehört wilde Mainzes wegnieden. Ich habe umgehoben mit dem, als in dem Ivo-Archiv gefindet man die Oizres, was haben zu tun mit der jüdischen Freuenpoesie und jüdischer Freuenliteratur Bichlal. Und Leib Feinberg, es hat herausgegeben eine Anthologie von jüdischer Poesie auf Russisch in die 40er Jahren, so 40er Jahren, hat übergesetzt auch das Lied auf Russisch. Und Anna Margolin hat gut verstanden, als ist nicht als ein starker Poet und euch hat die Übersetzungen sind ihr nicht gefallen geworden. Und in einem Brief zu ihm, was noch einmal befindet sich im Ivo-Archiv, hat sie gesagt, öfter habe ich geschrieben das ganze Lied zu lieb oder Schure wilde Mainzes wegnieden, was heutzutage noch unser größten Churben wollte ich auch die Schure nicht gekannt schreiben. Ich zitiere jetzt von euch ein wenig, nicht wörtlich. Und da sieht man, Anna Margolin ist schon damals gewesen, stumm poetisch, 15 Jahre, auf wie viel der Churben hat gestellt eine Barriere zu der poetischen Banayerigkeit von der jüdischen Literatur Bichlal und von der jüdischen Freuenpoesie befreit. Einen großen Dank. Gut, Avram, Dank für den Referat, für den zweiten Teil. Ich will sich schön beziehen, also wie wir haben wenig Zeit, will ich sich schön beziehen zu die Frage, was sind angekommen zu uns. Avram, du hörst mich, ja? Alles ist in Ordnung dort? Ja. Sehr fein. Die erste Frage stellt man, also seien gewinnen Fallen von Freuen, was haben genutzt, männerische Pseudonymen, männerische Namen wie Pseudonymen, seien als solche dir bekannt? Ich kenne es nicht. Öfter sind sie gewesen, ich weiß nicht. Ja. Aha. Wir haben weiter eine Bemerkung wegen London. In Londoner Zeitungen in die 20er und 30er Jahren hat Katie Brown geschrieben Feuilletonen und Freuenblätter und Theaterrezensies. Sie hat geschrieben Lieder zum Singen für dem jüdischen Theater und hat redaktiert eine Zeit Arbeiterring. Und später hat Avram noch im Stenzel sie gerufen Bestseller von Whitechapel. Was ist da? Eine Bemerkung für deinetwegen. Ich weiß nicht, dass es dir bekannt ist. Das kommt da dann. Dank für die Bemerkung, aber es ist klar, Rose Lebensboim hat geführt die Freuenzeit von der Tag und sie schon wegen dem da ein Artikel. Freuen haben geschrieben in die Zeitungen, Silje Drapkin hat gedruckt ein Roman, aber wenn man schreibt wegen Literatur wie Bichlal, darf man wissen, was ist zentral und was ist seitig. Und das ist gewesen befeirisch eine seitige Sache. Ja. Noch ein Kommentar haben wir. Ich will da ein Greis, der Minister hat gesagt, und öfter ist auch ein Greis. Das weiß ich nicht. Aber ein Greis ist gewesen, Nigers Artikel ist gewesen gedruckt schon nach der Anthologie von Ezra Korman, der Mondi Anthologie, und öfter ist da in der Tag eine zweite Rezensie, was ich noch nicht gesehen. Gut. Wir haben noch eine Frage oder Bemerkung. Also viel Literatur ist abgedruckt geworden in der jüdischen Tagpresse von jener Zeit. Wie also verstehst du, wie also nimmst du an intuitiv, wie du sagst, als die Freuen, die Schreiberens, haben intuitiv gewusst oder gehalten, als lehnen wollen sie dafke Männer. Wie also weißt du, wer sie hat gelehnt, Punkt die Seiten von der Presse? Ich habe gesagt intuitiv, weil weiß ich nicht.
der Fahrredig intuitiv. Das heißt, von die Rezensies wegen Freundschaften können wir sich schaffen als ein Bild, als Männer haben abgelehnt und abgeschätzt Freuen. Da und dort, ich rede diesen Kurven, noch ein Kurven ist das Bild geworden mehr kompliziert, da und dort ein bisschen Kurven, haben wir euch Rezensies von Freuen wegen Freuen, wie Le Moschel Roch Leuerbach, was hat geschrieben etliche Rezensies, aber das ist euch gewähnt eine seitige Sache. בדרך כלל אומנות die Bücher rezensiert Männer, nicht kein Freuen. Entschuldigt, sie soll gewähnt Rezensies von Rochel Kornot, geschrieben wegen Kadi Molodowski. Es gewähnt noch ein paar. Aber בדרך כלל die Rezensenten, die Kritiker sind gewähnt Männer. Sie, die Freuen, haben gewusst, dass sie schreiben, Baker von Männern. Dafür habe ich gesagt, intuitiv. Gut, wegen Kadi Molodowskis Sorg, als es nicht so eine Sache wie Freuenpoesie, ob mir gekriegt eine Bemerkung. Ja, sie will abfragen, als Freuen gehören in einer Weiberschule an Ezras Noshim. Und als sie seinen nicht kein besonderer Klasse, also sozusagen, als eine besondere Klasse für sich. Ja, was ist die Bemerkung? Der Kadi Molodowski hat בכלל abgesagt dem ganzen Linien von Gruppes. In einem anderen Artikel sagt sie, man darf nicht reden wegen die Junge und Chaliastre. Ein Poet ist eine Welt für sich und man darf nicht reden wegen Gruppes. Das heißt, ihr Zugang ist, hat nicht gehabt nur zu tun mit Freuen, sondern es ist gewesen ein allgemeiner Zugang wegen Literatur. Willst du der Mann etwas wegen Salomea Perl? Hast der Mann den Namen vorbeigehen? Willst du noch etwas sagen? Ich der Mann in dem Kontext, קודם כל Dank von der Mann, sie doch heraus das Buch in einer zweisprachigen Herausgabe. Salomea Perl ist ein Dogme von einer kleinen, man kann nicht sagen eine Gruppe, eine kleine Zollfreuen, was umschreiben Prose, Sof 19. und 20. Jahrhundert, und zum größten Bedeuern sind sie stumm geworden. Wenn wir reden wegen stumm geworden, ist sehr schwer zu sagen, für was sie sind stumm geworden, aber das ist ein Fakt. Der einzige wichtige Ausnahme ist Rochel Feigenberg. Avrom, ich sehe in Chat, als Anita Norich hat ausgebessert, mein Übergeben, ihr Bemerkung ist, lassen wir das vorlesen auf Englisch, wie es steht da. Ich weiß nicht, du das siehst im Chat. Ich will es vorlesen auf Englisch. When Molodowski said that there wasn't such thing as women's poetry, wasn't she rejecting an Ezras Noshim that put women to the side, silencing them? She was claiming they were part of Yiddish literature, not marked as something separate. Man kann es annehmen, aber wie gesagt, sie hat gehabt, durch die Jahre sieht man da und dort ein Ausdruck, man darf nicht reden wegen Gruppes Bichlal, Labdafke wegen Freuen hat sie sich aufgestellt und geschrieben, besonder. Ja. Ja. Gut, Avrom. Ich will losen die Zuhörerschaft und Zuguckerschaft wissen, dass sie da etliche Zitaten, etliche bibliografische Protim in Chat, in Schmuiskästel, bei der Seite von unserem Ekran, wo es weisen sie weisen on auf etliche YouTube-Videos, wo es seinen Arois bei Mivo und wo es vernehmen sich mit anderen oder scheierdicke Themen. Und euch, schreibt uns Sheve Zucker in Schmuiskästel. Ich will das vorlehnen. Es wird gedacht sein in Q&A. Der Fall sehe ich das später, seit Meuchel.
Das Bild, wo das Gewissen vom Vorwärtsmitarbeiter ist öfter verführerisch. Wir wissen von dem Büchel Have I Got a Story for You, der Erzählungen vom Vorwärts, also es ist eine deutliche Freude. Rochel Broches, Jente Serdatsky, Celia Drapkin, Kadim Molodowski, Rachel Weprinski, Sore Hammer Jacqueline, Leila Kaufmann, Entschuldigung, ich habe das falsch übergelegt. Öfter ist der Matze nicht so schlecht, wie du stellst es vor. Das sagt Sheve. Ich meine, dass der Matze ist gewesen ganz schlecht. Und da sage ich etwas Apikorsisch, was man darf noch forschen. Die Sozialisten, die Kommunisten sind gewesen ein bisschen anders, mehr aufnehmerisch. Aber die Sozialisten, was haben sich gerechnet für entschuldigt für Deutschmerismus, für vorgeschrittene Menschen, ist wahrscheinlich freuen, sind sie gewesen ganz konservativ. Wenn man nimmt das Buch von Elie Schulmann, dem Lexikon von Vorwärtsmitarbeiters, wo dort sieht man das ganze Bild von Vorwärtsmitarbeiters, ist mit freuen, etwa 10% von den Mitarbeitern, der Hagaf, und das ist sehr, sehr wichtig zu dermonen, keine von sie ist nicht gewesen, aber ständige Mitarbeiter von Vorwärts. Und aber ständige Mitarbeiter hat gemeint Parnosse, hat gemeint heute schlechten Gehalt. Aber wichtig weiß, ist keine von sie nicht gewesen, aber ständige Mitarbeiter. Und das ist sehr, sehr wichtig zu dermonen. In der Tag, ja, Rose Lebensbäume hat mich Tome, ich bin nicht sicher, ja bekommen nach heute schlechten Gehalt. Und wer es weiß, dass wie viele jüdische Schreiber haben sich gerangelt, reinzugehen, wie reguläre Mitarbeiter von Zeitungen, weil das hat gemeint Parnosse. Können verstehen auch die Schwierigkeit, als Freuen sind nicht gewöhnt, kein ständige Mitarbeiter, wie gesagt, mit sehr, sehr kleinen Ausnahmen. Gut, Dank, Avram. Mit dem müssen wir verändigen das heutige Programm. Das ist gewesen der zweite Teil von deinem Beitrag zu der Serie. Dank wieder. Dem Donnerstag 1:30 bis 2:30 auf demselbigen Ort. Verschreibt sich, wer sie will, ankommen in dem Zoom-Zimmer oder in der Zoom-Auditorie von Jivo direkt, und der was wird sich verschreiben, also wird kennenstellen Frages direkt durch unsere Seite. Nicht können ankommen durch Facebook und durch YouTube euch, wo das wird gewesen werden, einseitig die Transmission. Und demnach werden reden Anita Norich mit Carolina Schimaniak, wo sie vernehmen sich mit den Indien freuen in der jüdischen Literatur oder dem Ort von der Freude in der modernen jüdischen Literatur. Dank wieder, Avram, für sich beteiligen in der Sommerprogramm noch einmal, in ein anderes Format, wie es gewesen besitzt in deiner Geschichte mit der Sommerprogramm und in der Geschichte von der Sommerprogramm. Und Dank alle Zuguckers aus seinen gewähnen Teil von dem Eulen. Seid alle gesund. Dank.